So, servus und habidere wieder mal zu einer neuen Folge vom Viva la Movolution Podcast. Und diesmal wieder mit unseren Warlegs, unsere allseits beliebten Warlegs und diesmal zum Monat Oktober. Mit mir im virtuellen Studio ist der Kane. Habidere. Servus und der Corby. Hallo. Servus. Und Mann, wie geht's euch? Wie war euch Oktober? Der Oktober. Spooky. Ja, spooky und anstrengend, weil wir haben ja die 100. Folge produziert und die ist ja nur im Kino und die ist ja nur live aufgenommen vor Publikum. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich während der Aufnahme diverse Male das Wort Stresssituation in den Mund nehme und ich habe es kein einziges Mal gemacht. Dafür hat er live einiges anderes in den Mund genommen, aber das haben wir rausschneiden müssen. Na, witzig. Für Patreons gibt's das dann, oder? Weil wir Steady unterstützen. OnlyFans, das haben wir schon angekündigt. Für Steady und OnlyFans. Okay. Ja, und das war eigentlich schon cool. Also das war für mich auf jeden Fall ein Überleg. Weiß nicht, wie es dir dabei geht, Kani. Was war jetzt ein Überleg? Die 100. Folge. Ach so, an sich, ja, das schon. Da kann der Mike nicht mitreden, weil der hat sich wieder sauber aus der Affäre gezogen und uns allein lassen. Warum? Ich war doch dabei. Aber wir haben uns so richtig eingehängt. Stimmt, er war ja dabei. Ah, das habe ich wieder vergessen. Was laberst du? Du Saudepp. Habt ihr eigentlich irgendwas Gescheites angeschaut auch? Oder ihr habt's ja gezockt, hoffentlich nicht, aber habt ihr irgendwas Gescheites angeschaut oder so? Im Oktober? Ich habe jetzt nur Zocken verstanden. Also Zocken, Schon, ja. Zocken. Schwein. Corby, du hast doch schon uns gesagt, dass wir uns teilen wollten, meine. Ja, das überlasse ich halt ganz dir, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Ah, ich auch noch nicht. Okay, dann fängt der Kani an. Dann mach du. Macht's das beide. Mir ist wurscht. Sagen wir es miteinander, bei 3 sagen wir es. Okay. 1, 2, 3. Metroid. Dread. Jetzt hat's wirklich was gesagt, oder was? Um Himmels Willen. Passt, dann verschmerzt mal. Ist was Gescheites. Ja, Falle. Wenn du nicht langsam aufhörst, dann hau ich dich um. Ja, du mit deiner Zockerei da. Geh mal aus und warte noch mal einen Rasen oder sowas. Was ist denn los? Das mache ich nur, wenn ich He-Man nicht verstehe, dann geh ich aus dem Rasen. Ja, aber vielleicht können wir noch nicht verzeihen, weil wir gerade gesagt haben, wir haben uns beide noch nicht durchgespielt. Aber ja, ich bin Metroid-Fan seit Super Metroid, weil das erste auf dem NES habe ich erst danach irgendwann mal gespielt, beziehungsweise jetzt gerade. Ich hab mich da schon richtig gefreut, als ich gesehen habe, boah geil, wieder so richtiges Metroidvania, Sidescroller und alles richtig oldschoolig. Spieletechnisch voll geil, Story ist bis jetzt cool, ich bin voll drinnen. Jetzt, wenn ich spiele, dann spiele ich nicht gerade mit dem Joystick am Controller. Mein Gott. Es war so klar, dass das noch kommt. Ja, Logo. Das muss der Samus Aran. Oder die Zero Suit Samus. Geht's dann nur mir so oder ist das echt schwierig teilweise? Ich glaube, da geht's nicht dir so. Okay. Schade. Nein, die Emmys sind echt richtige Kackviecher. Mhm. Die sind so richtige Kackviecher. Und es gibt doch keinen Menschen, der diese Reaktion hat, dass er die blockt. Ich möchte jetzt wissen, ob jemand von Anfang an sofort auf die korrekten Ideen kommt, wie man die Viecher besiegt. Vom ersten Moment weg auch nicht. Wir haben ja erst damit umgeschaut, weil ich spiele mit einem Kumpel zusammen. Und wir sagen also, oh Gott, was soll ich tun? Oh Gott, das kommt schnell auf. Oh Gott, das hat uns. Und das ist ein paar Mal, bis wir endlich mal kapiert haben, was man machen muss, ja. Aber ansonsten finde ich es eigentlich schön. Also, es ist anspruchsvoll, aber jetzt halt nicht direkt schwer und auch nicht zu leicht. Und ja, die Welten sind schön, so forschen macht Spaß. Bin schon gespannt, wie das ausgeht, die ganze Gaudi. Aber Mike, also das ist eine richtig coole Story, die man bestimmt irgendwann nochmal verfilmen könnte und das hat dir auch gefallen, weil diese Verfolgungsgeschichten, die sind echt gruselig. Also ich hab mich da teilweise ein bisschen gefühlt wie bei Resident Evil 2, wo dann dieser schwarze Mann auf einmal kommt, wo dann da steht und erstmal das Schreien und fragt, So geht's mir auf, wenn du dann durch die Tür durchgehst in den Raum und auf einmal geht sofort die Sirene los und dann das Viech, jetzt hau ab, ich bin doch nur in die Tür reingegangen, los mich. Dann werden die Haupteingänge alle verschlossen, es hat nicht ganz dicht. Das ist jetzt so wie Doom. Ja. Schon bald. Du denkst, okay, ich geh wieder zurück, da habe ich bestimmt irgendwas vergessen, dann kommst du mal zurück, oh Gott. Furchtbar. Und dann, wie gesagt, wenn es dich erwischt, dann hast du noch ein Quicktime-Event, dass du das blocken kannst. Ich glaube, von 800 Quicktime-Events habe ich es 3-mal geschafft, dass ich den Angriff abwehre.
Dann sitzt du da und denkst dir, wow, krass, Alter, du hast es geschafft. Ja, jetzt hab ich's voll drauf, pack die 2 Sekunden drauf wieder, nix hast drauf. Stachel im Kopf. Ja. Aber es ist auf jeden Fall machbarer und schaffbarer wie Hollow Knight. Das, hör mal auf, ey. Ich hänge immer noch, Hollow Knight, ich hänge immer noch in der scheiß Arena, oder wie heißt Kolosseum der Narren, 3. Stufe, ich komm nicht über diese, wenn die Wind zufahren, über die steige ich mich nicht raus, ich flippe aus. Oh Mann. Das kriegst du auch noch hin. Irgendwann. Wenn du mal Kinder hast, die dir dann helfen. Ich krieg gerade Hausschweine. Ich krieg keine Kinder, ich krieg Hausschweine. Ja, und soll halt das Schwein helfen. Das Spider-Schwein. Du, manchmal gibt es nicht recht viel Unterschied zwischen einem Kind und einem Hausschwein. Mike, soll ich dann mein Spiel eigentlich noch raushauen, dann hast du dann danach deine Ruhe, oder? Schon wieder eins. Ja, bitte mach. Okay, ich mach's so kurz, das passt nämlich ja ganz kurz. Weil dann hat der Mike danach wieder viel Zeit, dass er einschläft und eine halbe Stunde über den Film verzeiht und man am Ende nicht weiß, ob es ein Wolleck oder ein Dreck war. Mindestens eins. Steig nicht aus, Teil 2. Das war schon gut, aber irgendwie auch nicht, aber ich verzeihe sich jetzt erst eine halbe Stunde. Also ich werde Steig nicht aus schon irgendwann einmal nur wegen der Story von Mike anschauen wollen. Nein, ich muss aber auch dazu sagen, bei Steig nicht aus, da hat mich der Corby 1000 Fragen gefragt, ich wollte über den Drecksfilm nicht mehr wie 3 Minuten verzeihen und der Corby bohrt und denke, na Kruzifix, da macht man auch wieder einen Podcast direkt über den Scheißfilm. Ich hätte eigentlich auskapseln sollen, den Schmerz davon. Ja, ein extra Podcast aufnehmen. Ich fand's grandios. Ja, aber ganz kurz dann nur zu meinem Spiel, das ich gespielt habe. Ich habe das nämlich auf 100% durchgespielt. Das ist auch ein Metroidvania. Und zwar Ender Lilies. Ich hab's für die PlayStation gespielt und es ist ein schön gezeichnetes 2D, ja, Jump and Run oder eben Metroidvania. Auch mit anspruchsvollen Gegnern, anspruchsvollen Leveln, aber halt anspruchsvoll und nicht unmöglich schaffbar. Und auch immer wieder mit ein paar Rätseln. Man kriegt im Verlauf des Spiels halt auch mehr Fähigkeiten. Die Story ist, man wacht auf als kleines Mädchen, als Priesterin, die von Geistern beschützt wird. Und die Location, wo die ist ein bisschen an England angelehnt, also ans alte England in einem Schloss und das ist halt untergegangen. Also da war Krieg und da sind überall Dämonen und Zombies auftaucht und halt lauter Scheißviecher und das Böse ist über das ganze gekommen. Und ja, die Story ist, sie ist halt die Priesterin, die in diesem Schloss gewohnt hat und mit ganz vielen anderen Priesterinnen eigentlich das Licht hätte beschützen sollen und die Geister helfen ihr eben, dass sie durch die Level kommt und halt nach und nach sie die Story dann aufklärt. Es war einfach mega cool, mal ein Metroidvania zu haben, das einem dann auch Volksgefühle geben kann. Wo man dann am Ende dann da sitzt und denkt, hey, cool, ich hab's echt zu 100% durch und es hat einfach Spaß gemacht. Ja, da waren die 20 €, die ich da angelegt habe, gut investiert und kann ich nur jedem empfehlen. Also wer mal sowas zwischen Metroid Dread und Hollow Knight sucht, wo er sich denkt, ich möchte jetzt einfach mal Trophäen sammeln und Spaß dabei haben, Ender Lilies kann ich da wärmstens empfehlen und ich werde immer Ender Lilies mit Fürchtenlernen verbinden, weil während ich mir die ganzen Folgen für Fürchtenlernen angehört habe, das Spiel die ganze Zeit gegeben habe und deswegen verbinde ich ja ab sofort Gore mit Ender Lilies. Ist es dann, sind es dann wirklich gerade 100% oder sind es dann wie bei Hollow Knight 112% oder was da waren? Weil da waren sogar irgendwas über 100%, damit es ja noch länger dauert. Nein, es sind 100%. Also, wenn du es vollständig durchgespielt hast, bis bei 100. Ah, okay. Dann geht's. Es ist wirklich alles machbar. Du musst nicht nur mal von vorne anfangen. Das Einzige, was man dann freispielt am Ende, ist ein Zeitmodus, dass du halt gegen die ganzen Bosse nun mal halt zu bestimmten Zeiten, also oder in so Zeitfenstern kämpfen kannst, aber ansonsten bist du da frei und alle Fähigkeiten, die sie kriegt, muss man nicht unbedingt einsetzen. Also das heißt, du hast dann mehrere Möglichkeiten, diese Bosse zu besiegen und durch die Level durchzukommen und ja, mir hat's total viel Spaß gemacht. Okay. Schön. Hast du was angeschaut auch, oder hast du nur gezockt? Nein, ich hab mir was angeschaut, nur ich hab mir jetzt eben gedacht, ich dränge mich kurz da nur rein, weil dann sind die Spiele vorbei, also... Okay. Ja, ganz sind's nicht vorbei. Ich zwick nur kurz ein Wolleck ein, und zwar der Uncharted-Trailer. Ist zwar kein Spiel, aber es ist endlich der erste Trailer zu dem Uncharted-Film heraus und ich bin richtig geil angefixt. Das Ding, Szenen wie aus dem Spiel ausgenommen, ich weiß nicht, ihr habt beide, glaube ich, sogar die Uncharted-Teile gespielt, oder? Mhm. Ja. Nein, ich bin nach wie vor dabei, dass ich es jetzt irgendwann einmal anfange. Also.
Allerdings ich habe immer wieder so Spiele, wo ich mir denke, okay, die möchte ich jetzt noch kurz vorher durchspulen und kurz vorher hast du halt auf 100% und deswegen... Uncharted muss auf 100%. Ich glaube, ich habe da jeden Teil 3-mal durchgespielt und alle auf Platin gespielt, weil das sind auch welche der besten Spiele, die ich jemals gezockt habe. Die sind, ja gut, das ist Naughty Dog, da kannst du eigentlich nur sagen, da musst du nicht viel dazu sagen, ja. Genau, enough said. Aber Trailer schaut cool aus. Man kann sich jetzt drüber streiten, hätte ich lieber Nathan Fillion als Drake gehabt. Es ist, wie es ist. Wir haben jetzt einen Tom Holland, das ist ein Top-Schauspieler, macht einen super Job als Spider-Man und sonst, was war das, der Netflix-Film, in dem er dabei war er auch ganz stark, der was schon mit Robert Pattinson, ich glaube, du hast ihn auch gesehen, Mike. Nein, da war er auch gut. Ich weiß, was du meinst. Aber toller Schauspieler und ja, wir haben ja in die Uncharted-Teile haben ja auch Geschichten mit dem jungen Nathan Drake gespielt und da hat er halt auch nicht ausgeschaut wie der Nathan Fillion, also Leute, flippt mir nicht schon wieder aus. Was ich gesehen habe, ist es genau diese geskriptete Action, die ich in dem Fall auch gern mag. Ich mag es nicht immer, aber da mag ich es und es schaut wirklich teilweise aus wie aus dem Spiel ausgenommen. Ich bin richtig heiß auf den, der schaut richtig gut aus. Ja, ich habe den Trailer gesehen und zumindest die wenigen Bilder und Sequenzen, die ich von Uncharted kenne, sieht schon sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Voll die Flugzeugszene aus dem 3. Teil, obergeil. Genau so filmt eigentlich Naughty Dog und diesmal haben sie gesagt, wir machen mal Core-Rendering drüber. Okay. Genau. Ich glaube, da ist sogar schon so ein Vergleichvideo auf YouTube auftaucht zwischen der Flugzeugszene aus dem Spiel und aus dem Trailer und die meine ist fast 1:1 übernommen worden, also ziemlich nah am Spiel ist das in den Film reingekommen. Okay. Und vielleicht schaut ja der Tom Holland, wenn er wegen älter ist, aus wie der Nathan Fillion. Wir wissen es ja nicht. Das weiß auch keiner. Ja. Vielleicht lässt er sich ein bisschen umoperieren, weil er weiß, dass der Nathan Fillion der sexiest man alive ist. Aber neben Bruce Campbell natürlich. Neben Bruce Campbell, das stimmt, ja. Aber wer weiß, was noch kommt, also nimmt seine Tampon aus dem Popoloch raus und hört das Jammern auf, ist Vollidioten. Okay. Ist was hat's das mir nicht gemeint, Entschuldigung. Das war so betretenes Schweigen. Haben wir mir gemeint, Corby, oder nicht? Ja, ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Also. Wen meint er jetzt? Ich weiß nicht. Ja, ich fühle mich immer angesprochen, wenn irgendwie jemand geschimpft wird oder was. Keine Ahnung. Jetzt bist du von daheim ja noch gewohnt, gell? Ja, voll. Ich einfach zucken. Oder den Kopf einziehen. Kann was fliegen. Ja, jetzt pass auf, Corby. Machen wir gleich bei dir noch mal weiter. Wie schaut's aus? Hast du was jetzt angeschaut, auch was Gescheites? Oder was Schlechtes? Ich habe was Schlechtes gesehen, was Gescheites, das ist aber schon wieder sehr alt und ich habe nur was, das ist für mich schon ein Warleck und ich war mir nicht ganz sicher, ob ihr das nicht auch habt oder wie ihr darauf reagiert, wenn ich jetzt sage, ich darf da ganz gern drüber reden, aber ich möchte halt schon in die Warlecks ganz gern drüber reden und zwar über Squid Game. Oh Gott, ich hab's gewusst. Ich hab mir's befürchtet, ja. Ja. das habe ich auch auf meiner Liste, gell? Okay. Ja. Und? Warum hast du auf der Liste? Verzeihst du. Ich antworte auf deinen Scheißdreck. Na, ich möchte halt über den Hype generell reden. Also für mich ist das Warleck der Hype um Squid Game. Also ich hab's gesehen, ich fand's nicht schlecht. Es ist jetzt aber kein Alter, das ist die beste Serie aller Zeiten und Alter, ich muss jetzt da unbedingt mit Warleck drüber reden und mir völlig egal, ob jemand das schlecht ist oder nicht, sondern die ersten Folgen, die ziehen sie einfach und man muss halt das Koreanische ein bisschen mengen, dass man da von Anfang an drin ist. Es gibt ein paar Folgen, die sind super. Es gibt wieder andere Folgen, da denke ich mir, Ja, ich möchte halt aber über diesen Hype reden, weil es ist schon krass, oder? Könnt ihr das nachvollziehen, warum das so oft angeschaut worden ist? Also zu den letzten Zahlen, die sie veröffentlicht haben, waren es ja 111 Millionen Konten, die sie das angeschaut haben. 111 Millionen. Das ist doch irre, oder? Ja. Nur, ich sag's aber nicht, wenn es viele Leute anschauen, dass es dann im Endeffekt gut ist. Also ich muss ja da sagen, normalerweise, wenn es jetzt das so rumgeht und jeder schaut sich das an und dann spricht sich das rum, dass das eigentlich gar nicht so machtig ist, wie der Hype eigentlich ist, dann flacht das eigentlich normalerweise recht schnell wieder ab. Und so besonders ist das Ding wirklich nicht. Wenn man das Ganze mal sich Revue passieren lässt, wie viele Logiklücken und wie viel Plotholes da drin sind, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also wenn da mir jemand noch mal drüber gelesen hätte, bevor sie es dran angefangen haben, war fast geschickter gewesen. Ab und zu schon. Das sehe ich genauso wie der Mike, das ist ein völlig überbewerteter Mittelmaß ist das, ansonsten nichts. Also ich hab den Hype ums Verrecken nicht verstehen können. Also weder die Idee ist besonders originell, wobei das natürlich schon ein großes Potenzial hat mit diesen Kinderspielen
Und da hört man jetzt auch wieder diese ganzen Kontroversen, ob man das nicht wieder runternehmen soll, weil an die Schulen spulst du ja jetzt schon. Und ja, nein, das sollte man nicht runternehmen. Da sollten einfach die Eltern einmal schauen, okay, habe ich da jetzt irgendwo mein scheiß Passwort da in Netflix drin oder nicht? Und muss man jetzt 10-jähriges Balk Apps anschauen, was frei ab 16 ist, weißt du? Also irgendwie, der Fuck jetzt bei den Eltern und nicht bei der Serie und auch nicht bei der Schule oder sonst was. Der ist immer, das Problem liegt immer daheim. Das darf ich also sagen, weil so ein Scheißdreck, wenn ich schon wieder lese, was können die machen? Die Macher haben das ja nicht mit der Absicht gemacht, kleine Kinder das zum zeigen, sondern haben halt gewusst, dass das für ein erwachsenes Publikum ist. Und wenn ich mit meinem Kind nicht zurechtkomme und schalte dann im Wohnzimmer am Fernseher, das schaut und im Gang, da mache ich dir zu und schalte dann Staubsauger ein, dass es ja nicht schreien her, während ich dann im Schlafzimmer beim Fernsehschauen liege, dann ist der Fehler in dem Hartz-IV-Haushalt und nicht bei uns. Bei Netflix. Ja, es hat dann teilweise geheißen, ich glaube, Regensburg hat da sogar eine offizielle Warnung rausgegeben, dass man ganz genau aufpassen muss, ob sie die Kinder sowas anschauen, weil das ist jetzt schon die Kitas angekommen, dass sie das spielen und sie dann nachher dann auch verletzen. Wahrscheinlich ist da einfach einer beim Kinderspiel zusammengefallen und das haben sie kapiert und haben sofort mit Squid Game assoziiert. Die Lehrer waren schuld. Die Lehrer haben gesagt, hey, die spielen Squid Game. Nein, da hat er nämlich schnell eine kassiert, weil er Blätter hergekriegt hat oder so. Ja, genau, so ist bei uns halt auch mal. Du hast mir schon vorgeschaut, patz, einen in die Fresse, nix Squid Game, rot-grünes Licht. Bei uns hat es Ochsenberg geheißen. Ja, genau. Es gibt ja diverse Kartenspiele, die ja auch mit Bestrafungen enden. Foltern oder so. Weißt, kennst du das? Ja, hör mir auf. Was, nein? Ja, der Mike ist einfach so geschlagen worden, da haben sie gar kein Spiel vorgeschoben. Nur so, ich hab das Backel Karten nicht mehr ausbackelt gehabt, da hab ich schon nicht drin gehabt. Hey, Mike, spiel mal nein, zack, hat er die erste gehabt. Genau schon. Ich hau jetzt nein mal ins Sacki. Auch nicht schon wieder, aber ich fange an. Und dann ist er gestangelt worden, dann sind wir wieder mit dem Stange noch gekommen. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Nein, aber ich sag ja, das ist so brunzblöd, wenn ich das schon wieder her, dass ich da die Schuld an Netflix oder an die Serie auf die Serie schieb. Aber wie es immer so ist, es war ja bei der Killerspieldebatte das Gleiche. Immer die Schuld da hinschieben, wo es am einfachen ist und nicht da ansetzen, wo es mit der Arbeit verbunden war. Und zwar einfach mal im Elternhaus und die Eltern mit in Verantwortung zu nehmen. Ja. Weil dann müsst ihr meiner Meinung nach sofort, hey, Dreckstraßen, was spielt es da? Squid Game. Und warum spielt es das? Weil wir so geschaut haben. Alles klar, Elternhaus oder was ist bei euch verkehrt ist, Vollidioten. Da geht's im Elternhaus los, wenn ich sage, hey, Schratz, was schaust du denn an? Ja, Squid Game, zack, weg. Schau lieber vorher an Semmo. Was ist denn los? Genau. Du bist ein kleines Kind, lass, hör auf. Genau, auch wenn du 15 bist. Genau, das ist auf 16, verdammt nochmal. Na, aber als Alternative wirklich vielleicht einmal Battle Royale schauen oder so. Also der war um einiges kürzer, war ein wenig knackiger und ist ab 18. Ja, genau, und da geht's halt gleich mal gescheit rund. Na, aber wie gesagt, das ist, ich hab mich eigentlich gelangweilt, bei denen, was waren's, Entschuldigung, 7 oder 8 Folgen, oder? 8, 9. Ich hab mich wirklich nicht gelangweilt, aber beim Anschauen wirklich sind ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dann wirklich auch gesagt habe, ich kann es jetzt wirklich nicht nachvollziehen. Andere Serien oder wo wir wieder bei Halloween Kills sind, bestimmte Sachen werden komplett zerrissen wegen irgendwelche Kleinigkeiten, aber bei dem Squid Game hat einfach jeder drüber geschaut und ach, war scheißegal, berieseln lassen, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe und sofort weiterempfohlen und der nächste Noah schaut's auch und sagt, ja, Weltklasse ist. Also ja, ich weiß jetzt auch nicht, also so uneingeschränkt zum Empfehlen oder so ein Meilenstein in der Film-Seriengeschichte ist das Ding nicht. Ich darf es überhaupt nicht empfehlen. Es ist nicht Breaking Bad und es ist, ja, was heißt gar nicht empfehlen? Es ist schon... Nein, ich sag mal, es ist unterhaltsam. Es ist unterhaltsam. Also mir hat's genervt, ich sag's, wie es ist, mir hat das irgendwann so genervt, der ganze Scheiß. Die Folge 7, wo sie das mit den Murmeln spielen, die ist schon Das ist die einzige. Das ist die einzige, die hat mir auch wenn alles offen, es ist trotzdem alles total offensichtlich und so weiter, aber die hat mich wirklich ein wenig backt, weil ich das halt dann schon krass fand. Aber der ganze Rest ist so ein belanglos dahingeschissener Scheiß. Auf der einen Seite möchten so konsequent sein, dann ist da mit einer durch, das sind total inkonsequent. Sie werden ständig beobachtet, nichts bleibt unentdeckt. Bei dem komischen Keksspiel kann die andere mit dem Feuerzeug unter der Rutsche umeinander zündeln, keiner das sehen, so ein Scheißdreck. Das ist alles so dumm gewesen. Und dann auch die eingeführten Handlungsstränge, die nebenbei, ob das jetzt der Organhandel ist, ob das der Bruder von dem anderen ist oder ob das die Tatsache ist, warum es das Spiel gibt. Das ist alles total belanglos. Dann sag ich so, ja und jetzt? Warum war das jetzt da? Jetzt ist es einfach weg, es interessiert keinen. Und auch die Auflösung, warum es so gemacht wird, da denke ich mir, ja, aber warum muss ich das auch so machen? Das könnte doch auch anders machen oder zumindest irgendeine Erklärung suchen, warum ich es dann so mache, aber es ist halt einfach so. Ja, und der letzte, der 20-minütige Epilog, wo du dann sagst, ja, komm halt endlich einmal hoch, weißt, was soll die Winslerei da, was soll der Scheiß, hör auf.
Und färbt da deine Haare nicht drauf, du Sautyp. Oh, das war so klar. Ich hab die Folge zu Ende gesehen und gedacht, ich wette, der Kane kann sie da nicht zurückhalten und über die Haare reden. Was soll denn auch das? Das ist doch, was soll das alles sein? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hab die Serie nicht verstanden anscheinend. Nach der ersten Folge habe ich nur gedacht, cool. Rotes, grünes Licht war cool. Ich find's echt krass einfach, dass das so ein Hype ist. Andererseits muss ich sagen, was ich gut finde, ist einfach, es ist einmal eine Serie aus Südkorea, die da jetzt so im Mittelpunkt steht. Und weder Train to Busan oder einmal live oder so hat die Aufmerksamkeit gekriegt, die es in meinen Augen in Deutschland zumindest verdient hätte. Und da redet halt jetzt echt einfach jeder drüber. Und das ist... Ja, aber die Serie kann herkommen, wo es möchte. Wenn es ein Scheißtrick ist, bleibt es ein Scheißtrick. Es ist ja kein kompletter Scheißtrick. Ist schon, ich hab's als Wort Dreck da stehen, also ist Scheißtrick. Okay, warum ist für dich ein Wort Dreck? Und Train to Busan war auch total überbewertet, der Scheißtrick. Der war auch gut. Komm mir auf jetzt hier, flipp aus mit dir. Unglaublich, der Korbi, unglaublich. Was, sagen wir es einmal so, im Vergleich zum zweiten Teil ist der erste Teil ein Meilenstein. Den habe ich noch nicht gesehen, den zweiten. Der zweite ist richtige Scheiße. Komplette Scheiße. Komplett. Ja. Warum ist jetzt Train to Busan scheiße? Nein, nicht, also er ist nicht total scheiße, aber ist für mich auch überbewertet. Wer hat doch vor allem so im Horror-Genre-Bereich hat er auch recht einen Hype erfahren. Und dann habe ich mir den angeschaut und denke mir so, ja. Solide. Solides asiatisches Kino ist okay, Haken dahinter fertig, aber ja. Das war jetzt nichts Weltbewegendes. Und warum muss bei denen so lange dauern? Ich sag doch gar nicht weltbewegend, Mann. Jo, du hast gesagt, das ist der Meilenstein der Filmgeschichte, hast du gesagt. Der Tarantino kann sich von denen Scheiben abschneiden, hast du gesagt. Ja, das stimmt. Sechster Kopf, Danke, Mike. Ja, sei gerade nur auf der Seite vom Lügenbaron Kani. Ja, von der dunklen Seite der Macht. Na, ich merk schon. Ich sag jetzt nichts mehr. Nein, es darf dir gefallen. Ist so schön, wenn es dir gefällt. Du bist so ein Arsch. Was? Ich freue mich für dich. Ich muss aber auch sagen, wie dann da gestanden ist, gefällt dir das? Da habe ich schon auch mit dem Daumen nach oben da, muss ich wirklich sagen. Weil ich war unterhalten. Okay. Also das gebe ich ihm. Also ich war unterhalten, aber wie gesagt, wenn du drüber nachdenkst, das fällt dir das Ding wie ein Kartenhaus. Ja. Ich darf immer nur auf die Ankündigung zu dem Fake-Poster Squirt Game warten, dass es den endlich wirklich gibt, diese Triple-X-Parodie. Ich wette, da arbeiten schon drüber. Ich glaube auch. Also die kommt sicher noch. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Ja, mach das. Gott sei Dank. Hast du jetzt noch irgendwas, wo du explizit über Squid Game reden möchtest? Nein, es ist schon zu viel gesagt worden über den Käse. Nicht, dass wir noch ins Spoiler reinkommen und dann lynchen sie uns wieder oder so. Weil so das große Ding, meine, haben wir, unseren Standpunkt haben wir geklärt. Aber alles Weitere, wenn wir jetzt wirklich dann bestimmte Szenen ansprechen, kommen wir dann schon wieder ins spoileristische Territorium. Au, weh, Zwick, dann lassen wir es lieber. Dann lassen wir es lieber. Und dann nutze ich nur diese wunderbare Stimmung zwischen mir und am Kani und auf meinen Film für den Oktober, der unter meine Warleck steht, mit einem kleinen Sternchen zu sprechen. Train to Busan jetzt, oder wie? Und zwar ist dieser Film, der kann eigentlich entweder über Kani spulen oder der Kani kann da ganz, ganz tief seine Finger im Film drin haben. Das bin ich gespannt. Ja, Kani, kommst du selber drauf? Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt gerade, weiß jetzt gar nicht, was du meinen kannst. Also, ist das was Neues oder ist das ein älterer Film? Es ist ein älterer Film. Es ist ein deutscher Film. Mhm. Es ist ein Zeichentrickfilm. Werner Beinhardt, oder was? Das kleine Arschloch. Ja. Ja, super. Ja, also ich hab den Film schon vor Ewigkeiten gesehen und ich hab mich begeistern lassen durch die Beschreibungstext bei Amazon Prime mit: Das männliche Glied ist circa 60 Zentimeter lang und wiegt 3 Kilo. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, den möchte ich mal wieder sehen. Und da ist mir dann aufgefallen, wie geil der Film eigentlich ist. Also wirklich, wie super der Film ist und wie viele Parallelen bei dem Humor zum Kani da sind. Das ist der Wahnsinn. Ich hab ihn recht jung gesehen, das kann vielleicht der Grund sein. dass der Film die dann geprägt hat, oder was? Ja, das kann sein, dass der da ein bisschen mit Schuld dran war. Vielleicht ist es so Squid Game Porto zu mir gewesen. Der Film ist von Michael Schark und vom Veit Wollmer 1997 rausgekommen
Und das Drehbuch ist von Walter Mörs. Den kennt man auch von dem sehr bekannten Captain Blaubeeren. Ja, um was geht's denn, das kleine Arschloch? Es geht um einen jung Heranwachsenden, sage ich jetzt mal, der sowohl seine Familie terrorisiert mit seinem nicht vorhandenen Charme. Also der denkt sich da nichts, wenn die Eltern gerade mitten im Geschlechtsverkehr sind, dass er dann da reingeht und dann halt unangenehme Fragen stellt. Geräusche wie von Tieren, die würgen was, oder? Ja. Oder er vertickt Nacktfotos von der Schwester oder getragene Slips, viel besser, um Comichefte dafür zu kriegen, aber er ist zumindest so nett und gibt ihr dann nur ihren Anteil. Da die zum Beispiel nicht tun. Oder was ich ja echt geil finde, ist die ganzen Auftritte, die er mit seiner Band hat, wo super. er halt dann gleich am Anfang kommt das Lied Sündigen. Beste Nummer. Wo er dann im Satanisten-Style drüber singt, wie geil es ist zu sündigen und alle wollen das und keine Ahnung. Und dann leider merken sie sind nicht am Satanistentreffen, sondern beim Katholikentreffen oder beim Christentreff. Irgendwie so. Den Himmel kündigen, wir wollen sündigen. Ja, ist echt super. Und ich bin mir nicht sicher, ob man es so richtig ausspricht. Ilona Schulz ist die Synchronsprecherin vom kleinen Arschloch. Und wer nur mit dabei ist, ein ganz bekannter Mensch, ein bekannter Deutscher. Der Helge Schneider spricht den Großvater vom kleinen Arschloch und ist niveautechnisch sehr nah am kleinen Arschloch dran. Also zwischen Pipi-Kaka-Witzen und sehr, sehr bösen Aussagen ist alles mit dabei. Und es ist kein Film, den man sich vielleicht mit der ganzen Familie anschauen sollte. Aber wenn man mal auf so geile Witze steht, wie wo das kleine Arschloch ist im Krankenhaus und zieht sich erst einen Doktorkittel und denkt sich dann, ach, scheiße auf den Kittel und sitzt dann nackt im Doktorzimmer und ruft den ersten Patient und der Patient sagt, wieso sind Sie nackt? Und dann sagt er, wieso sind Sie nicht nackt? Ausziehen, aber da liegt. Und auf den genialen Humor von Kani steht, dann hat man da auch seine Freude. Du hattest mich bei Pipi Kacke. Ja, ihr habt den auch beide gesehen, oder? Ja, wie rausgekommen ist ein VHS. Also, das hab ich jetzt zum letzten Mal gesehen, ja. Ja, da war es bei mir, glaube ich, auch. Also, beim Kani, wie schon rausgehört, ist begeistert. Mike, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich weiß, wie gesagt, kann ich nicht mehr viel sagen. Ich hab den einmal gesehen, damals VHS-Zeit, eben, wo du sagst 97, 98 umeinander, ist einfach zu lang her, aber ich weiß halt nur, dass es ziemlich ein grobes Ding war. Und das Beste war, das ist der Anti-Country-Song, das Anti-Country-Lied und jeder, der gern Country hört, der hat ein kurzes Glied. Bam, das habe ich dann zusammengebracht. Also es ist eigentlich, es war voll das geniale Musical. Also wirklich am Anfang das Lied Sündigen, das ist Wahnsinn, das ist total geil. Sündigen, dem Himmel kündigen, wir wollen sündigen. Super. Ist er da nicht irgendwo bei irgendwelche Faschos als Schwuler drin? War das da? Da kann man... Ein Jugendlied singt er, oder? Bei die Nazi. Na, da kommen zwar Schwule und wollen die Wohnung mieten und da tut das die ganze Zeit auch mit lauter schwulen Klischees löchern und keine Ahnung. Ja, ich muss ihn vielleicht doch noch mal anschauen, weil ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß das Little Sündigen, weiß ich noch. Das am Anfang mit den Geräusche von Tieren, die sich übergeben oder so, also zu den Eltern, die gerade beim Mausen drin hängen. Vater, Mutter, schämet euch nicht, so bin ich gemacht worden, oder? Ja. Die alte Frau, die dann wegen ihrem Hops geht, oder? Weil verliebt sind sie und dann die ganze Scheiße sagt. Ja, genau. Was Reno ist sie anscheinend. Ich krieg immer mehr mit jetzt. Ich krieg gerade ein paar Flashbacks da. Ja, schon. Oder, wo er dann im Bio-Unterricht sein großes Referat präsentiert über eben den Geschlechtsakt und dann, wo er sagt, bei jeder Ejakulation verliert der Mann ungefähr 5 Milliarden Gehirnzellen. Ja, es ist ja alles wahr. Das stimmt, ja. Und der andere Film, den ich habe, ist ein für mich Bälek. Er hat mir überhaupt nicht gefallen. Er hat mich gehuckt über den Trailer bei Netflix. Und zwar, ich habe mir die Guilty angeschaut mit dem Jake Gyllenhaal. Vielleicht ist der eine oder andere auch drauf reingefallen und hat sich das dann durchgezogen und war am Ende genauso enttäuscht wie ich oder
ist genauso wie ich mittendrin einfach mal eingeschlafen. In die Guilty kommt der Trailer, wo man dann merkt, okay, der Jake Gyllenhaal, der den Joe Byler spielt, ein Polizist, der vom Innendienst in die Einsatzleitstelle, also ans Telefon versetzt worden ist, kriegt einen Anruf und nimmt halt so die Personalien auf und fragt halt dann so, ja, was ist los? Und dann merkt er, oh, die Frau, die gerade mit ihm spricht, wird offensichtlich entführt und ja, dann sieht man, wie seine Augen sie ganz weiten und dann wird spannend. Und man sitzt da und denkt sich, oh, okay, interessiert mich jetzt schon, wie es da weitergeht. Ja, und man merkt relativ schnell in dem Film, das Ganze ist ein Kammerspiel. Das ist jetzt für mich eigentlich auch nicht unbedingt ein No-Go. Also ich mag Kammerspiele, wobei ich nicht ganz verstehe, warum man für so ein Kammerspiel sie an Jake Gyllenhaal leisten hat müssen oder warum der da genau mitgemacht hat. Und dann auch noch, es handelt sich dabei nicht um eine Idee vom Regisseur Antoine Fuqua, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sondern es ist ein Remake aus dem Jahr 2018 von Gustav Möller, der auch The Guilty hieß. Ist also im Original ein dänischer Film und es geht eben um genau das Gleiche. Der Polizist, der diesen Notruf entgegennimmt und dann feststellt, dass es eventuell da um eine Entführung sich handelt, der hat halt selber Probleme. Also der ist deswegen versetzt worden, weil er kurz vor einem Gerichtsverfahren steht. Im Laufe des Films wird man halt dann nach und nach an das herangeführt, warum er vor Gericht steht und dass er mit einem Polizistenkumpel ein falsches Geständnis, also ist ja dann kein Geständnis, er wollte praktisch ein Trugbild bei dem Gerichtsverfahren präsentieren, dass er halt unschuldig ist. Also dann merkt man schon, oh, ob der dann wirklich dann unschuldig ist, keine Ahnung. In dem Plot entwickelt sich das auf jeden Fall so, dass er feststellt, dass diejenige, die angerufen hat, eventuell auch nicht unbedingt das Opfer ist. Es zickt sich halt wahnsinnig. Es sind 90 Minuten und es ist ein Kammerspiel. Und es ist wirklich ein Kammerspiel. Also es ist die ganze Zeit in der Einsatzleitstelle und er ist die ganze Zeit am Telefon. Du siehst nichts von irgendwelchen Streifenwagen. Du siehst nur, dass da anscheinend in der Stadt sowieso schon, also in der Stadt in Los Angeles Probleme herrschen, weil da irgendwo in der Nähe ein Waldbrand ist. Das kriegst du wie die Nachrichten mit. Aber ansonsten siehst du ja die ganze Zeit an Mr. Gyllenhaal vom Telefon sitzen und Schauspielern und das ist schon in Ordnung, aber es zieht sich halt brutal und ich bin dann kurz vorm Ende, oder sagen wir mal, nachdem der Twist dann auch schon war, bin ich dann nur einpennt, weil ich mir gedacht habe, so ein Dreck. Da war ich echt wütend auf Netflix, dass die mir mit dem scheiß kurzen Trailer da gecatcht haben und ich dann auch noch Jesse überredet habe, dass wir uns das anschauen. Also, der Film ist steigt nicht aus. Schön. Ja. Aber ich hab gehört, also ein Kumpel von mir hat angeschaut, hat eigentlich gesagt, dass er ziemlich geil ist, weil man dem Jake Gyllenhaal schön zuschauen kann, weil es allein durch sein Schauspiel druckt er den ganzen Film, hat er gemeint. Ich werde mir auf alle Fälle mal anschauen, weil jetzt habe ich wirklich zwei komplett gegensätzliche Meinungen gehört. Jetzt bin ich ein bisschen angefixt. Ja, du darfst ja gerne deine eigene Meinung bilden. Ich habe halt... Echt? Danke. Gütig, sehr gnädig, du bist ein gnädiger Herrscher. Halt erstes Mal, ich sag nicht großartig was dagegen. Ich war halt einfach enttäuscht. Ich hab mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich hab gedacht, Gyllenhaal verlässt einmal diesen Raum, aber es passiert nicht. Er will nicht. Er will nicht, ja. Naja. Ich darf jetzt da ganz einfach das dann nehmen, das Thema Netflix und darf gleich weitermachen. Und zwar habe ich auf meiner Liste 2 Sachen von Netflix, die ich super, super gut fand. Und zwar ist das einmal Midnight Mass, die neue Serie von Mike Flanagan. Der Mike Flanagan, den kennen wir von Filmen wie Oculus oder Dr. Sleep oder auch die anderen Netflix-Serien Haunting in Hill House und The Haunting of Bly Manor. Und ich bin wieder total begeistert. Also Mike Flanagan hat sich jetzt mittlerweile auf kürzeste Zeit als einer von meinen absoluten Lieblingsregisseure entpuppt. Er hat es wirklich drauf, super geile Charaktere zum Schreiben, dass du wirklich bei dermaßen mitfühlst und wirklich dann mit Pippi in den Augen da sitzt bei bestimmten Sachen, wo es phänomenal ist. Also der Herr hat es wirklich drauf. In einer Kleinstadt
die quasi direkt auf also eigentlich nur eine Insel ist. Und auf dieser Insel steht eine kleine Stadt mit ungefähr 100 Einwohnern. Da kommt ein neuer Pfarrer in die Stadt, der Father Paul Hill, und er wirkt auf die Leute in der Stadt, wirkt er direkt magisch. Und er kann bestimmte Sachen machen, er kann Wunder bewirken, sagen wir es so, er kann Wunder bewirken. Und auf das hier, dass zuerst eher so 2, 3 Leute in der Kirche waren, spricht sie das rum, und auf kürzeste Zeit hat er die Kirche voll und quasi, dass die ganze Insel in seinem Bann ist. Und ja, und warum das so ist, warum der das alles kann, ja, das sieht man dann in den Sim-Folgen. Die Serie ist abgeschlossen, ist von meiner Seite her absolute Empfehlung. Die Katie Siegel spielt da wieder mit, die man auch schon aus den anderen Werke von Mike Flanagan kennt und auch die Frau von Mike Flanagan ist, und die spielt sie auch wieder ein Wolf. Die ist wirklich gut, ich sehe die Frau immer gern. Ich kann Midnight Mass wirklich nur empfehlen. Es ist sehr slow, aber man weiß halt wirklich auch am Schluss alles irgendwie von den Leuten und kann dann auch dementsprechend mitfühlen, wenn mit den Ereignissen, die einer dann zustoßen oder auch nicht. Und zu der ganzen Story von Midnight Mass, ich kann jetzt einen Titel sagen vom Stephen King, dann wisst ihr eigentlich genau, um was das geht, aber das tue ich nicht, weil sonst war das ein Spoiler. Aber ich gehe so weit, dass ich sage, das ist eine von den besten Stephen King Stories, die der Stephen King nie geschrieben hat. Hä? Nie geschrieben hat? Das Ding. Ja, das Ding schreit nach Stephen King. Die ganze Story, das Kleinstadt-Feeling, das Mystische, die Charaktere, wie es geschrieben sind. So wie Castle Rock. Ja, genau. Also, ich bin total begeistert gewesen. Also, die Sim-Folgen, die haben wieder wie im Flug vergangen. Ich freue mich wieder auf das nächste, was der Herr Flanagan für Netflix produzieren darf. Kennst du das Ding? Nein, also Midnight Mass habe ich noch nicht gesehen, aber du fixt mich gerade schon wieder ein bisschen an. Ja, Dr. Sleep habe ich Weltklasse gefunden. Also er war echt cool. Also das war sowohl im Kino als auch dann nochmal im Heimkino ein super Erlebnis. Ich habe Schlimmes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Nein, also es ist ihm das Kunststück gelungen, dass er dem Film vom Stanley Kubrick Tribut zollt und auch dem Buch vom Stephen King. Also er wird beidem gerecht, und das muss man erst einmal machen. Also das ist wirklich grandios. Also da kann ich mit den ganzen Abweichungen zum Buch leben. Und ja, Dr. Sleep an der Stelle auch nochmal eine Empfehlung an der Seite. Genauso wie du eben gesagt hast, dass du die Erwartungshaltung dann Shining triffst und halt dann auch noch an die geliebten Stephen King Vorlagen. Das ist halt leider bei ganz vielen Stephen King Verfilmungen, ja, ich wollte es gerade schon sagen, ganz oft verfehlt. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber hat er gut gemacht. Und auch die Besetzung super mit dem, wie heißt der Obi-Wan, wie heißt der dann? Ian McGregor, genau. Auch Weltklasse besetzt, passt perfekt. Gut, dann meine zweite Netflix-Sache ist No One Gets Out Alive, niemand kommt hier lebend raus. Bei dem Titel allein habe ich mir schon gedacht, wow, leck, was werden das wieder werden? Aber dann habe ich mir den Trailer angeschaut und habe mir gedacht, das schaut eigentlich verdammt gut aus und dem gebe ich eine Chance. Und bin dann total begeistert gewesen. Also das Ganze basiert auf einem Buch von 2014 von Adam Neville. Was ich schon so mitgekriegt habe, es sind einige Änderungen im Vergleich zum Buch drin. Wie gesagt, da ich keinen Vergleich habe, war mir das jetzt wieder wurscht. Zur Story so viel. Junge, illegale Einwanderin in Amerika, da stirbt die Mutter und sie ist jetzt quasi komplett alleine in Amerika und verdient sie ein paar so, ja, Lutschal, sagt man bei uns, ein bisschen Kohle bei der Schwarzarbeit. Und kann halt auch nirgendwo hin, bis sie dann quasi in ein Haus einzieht, wo zwei dubiose Herren leben. Aber da fragt sich da keiner nach irgendeinem Ausweis oder irgendwas oder nach irgendeiner Sozialversicherungsnummer, und da kriegt sie dann ein Zimmer. Und mit ihr sind noch ein paar andere Mädels in dem Hotel, und wo immer wieder Damen verschwinden, und sie hört da in die Wände immer wieder seltsame Geräusche, Geflüster oder ja, Geschrei, und ihr kommt es dann komisch vor und möchte dann da auch raus, aber sie bekommt dann quasi ihre Kaution nicht mehr zurück, und dann kann es quasi nirgendwo hin. Also sie hat eben auch keine Kohle, weil dann ihr Job auch weg ist, und sie sitzt dann quasi in dem Haus fest, und ja, eines Abends passiert dann was Schlimmes.
Und was da passiert, das hat mich dann total begeistert. Also der Film geht schon mal los mit der komplett aussichtslosen Situation der jungen Dame, die quasi gar keine Perspektive hat und einfach nur ein wenig über die Runden kommen möchte. Und dann meinst du anfangs, ja, die Herren, die haben eigentlich ganz nett und so und ein wenig schrullig, aber wenn die zwei Brüder miteinander leben und dann doch schon im gehobenen Alter sind, kann es schon mal sein, dass vielleicht ein wenig seltsam sind und ihr kommt das alles noch gar nicht so spanisch vor, aber mit der Zeit wird es halt dann immer intensiver und unheimlicher. Das Finale war Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, also ich war total begeistert und kann euch, niemand kommt hier lebend raus, nur wirklich wärmstens empfehlen. Okay. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. War mir jetzt so noch gar nicht aufgefallen. Okay. Der war jetzt da eben Anfang Oktober, meine ich, ist der reingekommen. Also er ist halt ein kleiner Horrorfilm einfach. Also er möchte jetzt nicht wirklich mordsmäßig pompös sein oder mordsmäßig die Message oder irgendwas. Es ist einfach ein geradliniger Horrorschocker. Und das kann er, das ist gut. Und er hat auch ein paar Gewaltspitzen, wo man dann sagt, oh ja, krass, richtig fies. Ja, man kann mit dem Film eine richtig gute Zeit haben. Kann ich, du auch nicht gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe zwar schon drauf vorbeigeklickt, aber irgendwie noch nicht drauf geschaut. Okay. Dann hätte ich noch einen, aber den schneide ich jetzt nur kurz an, weil der Film kommt in meine Top 10. Also für Top 10 von 2021, da möchte ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, aber schaut euch den Film Spell an. Was? Machen wir die heuer. Machen wir jetzt natürlich, ja. Natürlich machen wir das jetzt ja, mein Gott. Wahnsinn. Und da du ja sowieso alle dein Letterboxd-Profil pflegst, weißt du ja genau, was du gesehen hast und was dir gefallen hat und was nicht, ne? Ist ja gut. Ich kann mir das ja so merken, da brauche ich nicht. Passt sie. Also, Spell geht ein wenig in die Richtung der verbotene Schlüssel. Also so in Richtung Voodoo/Hoodoo. Wie gesagt, schaut euch da mal einen Trailer an oder auch nicht, oder holt euch den Film gleich und kauft ihn euch und schaut ihn euch an. Ihr werdet begeistert sein. Das Ding ist richtig verdammt spannend. Voll spannend. Genau. Und der kommt in meine Top 10 und mehr kann ich jetzt oder mag ich jetzt zu dem Film noch nicht sagen, weil sonst verzeihe ich euch denselben Batz zweimal. Genau. Und dann habe ich leider noch eine Arschbombe. Und zwar der Film Seance von 2021. Da spielt eine Dame mit, die anscheinend irgendwie bekannter ist, eine Suki Waterhouse. Ich hab die Dame eigentlich so nicht kennt. Der Name sagt mir was. Ja, eben mir auch, aber Suki und gedacht, hey, das ist vielleicht die von True Blood, genau. Ja, genau, ich glaube, mit dem habe ich es jetzt auch verwechselt. Zwei Blöde, ein Gedanke, super. Das ist quasi so ein Campus-Slasher, möchte es gern sein, ist aber im Endeffekt ein Haufen Mädels auf einem Haufen, wo sie eigentlich nur die ganze Zeit ankasen und anzicken und super cool sind und super edgy und das Ganze Gebitsche wird da nur noch unterbrochen von irgendwelche Kills, die man nie zum Sehen kriegt. Ja, Gott sei Dank. Außer dann seltsamerweise am Schluss, da sind dann 2 Kills dabei, wo du sagst, ja, warum die nicht gleich so. Regie hat da der Simon Barrett geführt, deswegen bin ich auf den Film irgendwie aufmerksam worden, weil der bei die VHS-Filme von Bloody Disgusting und Adam Wingard und so von der ganzen Crew da mitgemacht hat und haben mir gedacht, hey, das kann cool werden. Aber das war richtig langweilig. Also der Film zirkt wirklich erst am Schluss ein wenig an, aber da ist eigentlich auch schon spät. Da gingen da die ganzen Mädels dermaßen auf den Senkel und das Ding ist unglaublich langweilig. Na, also Seance, könnt ihr euch von der Einkaufslistenstreicher, das war nix. Ui. Die ist von The Bad Batch, hat die mitgespielt. Der mit dem Jason Momoa auf Netflix, wenn es den ist. Okay. Ja. Und bei dem, wie heißt jetzt der, mit den Zombies, Stolz und Vorurteil und Zombies und die, okay. bei der Bestimmung in Searchen, das waren die bekannten Filme, wo sie dabei war. Okay. Aber da war der The Bad Batch schon nix und die Bestimmung-Dinge haben mich einen Scheißdreck interessiert und der andere Pokémon, Stolz und Vorurteil und der Zombies. Detektiv Pikachu schon, ja. Was, echt? Die ist Weltklasse, die Frau. Ja, die muss der Film auch super sein, oder? Das ist die beste Frau, die ich jemals gesehen habe. Soll ich mal nochmal anschauen? Okay. Der ist super. Scheiß den Hosen. Du hast den Pikachu als Deadpool. Um Himmels Willen. Nein, ja. also das ist echt, hast du die noch nicht gesehen? Ich? Ja? Nein, Pokémon habe ich noch gar nichts gesehen. Oh Gott. Ja. Spaß. Ich darf so gern mit dir tauschen und das Erlebnis wir ganz von vorn haben. Ja, Ich will Mike nicht tauschen. Nein, willst nicht. Schau dir den an. Ja, Kani, mach du weiter. Wie schaut's denn aus? Was hast denn du noch? Einmal habe ich aber leck, das ist eine Mischung.
Es war nämlich eigentlich aber leck geil, weil wir Dune im Kino angeschaut haben, geilen Cinecittà in dem riesigen Cinemagnum-Saal drinnen, aber den hat den hast du schon dabei gehabt, gell, Corby, als Warleck, glaube ich, den letzten. Genau. Und mein Warleck geil ist nämlich dann so ein Warleck Dreck geworden, weil ich hab nämlich so einen Wichser hinter mir gehabt, der die ganze Zeit mit die Fiers an meinem Sitz umeinander drehen hat. Jetzt ist es so weit auseinander, dass ich mich nicht umdrehen hab können, dass ich mich Steine hinter wirf. Aber ich glaube, wenn ich in einem kleinen Saal gewesen wäre, dann war ich an dem Tag abgeführt worden. Ich war halt ausgeflippt. Was ist eigentlich mit euch Vollidioten los, dass es nicht zusammenbringt, dass ihr eure dreckigen scheiß Gichtstelzen bei euch lasst und ständig am Stuhl umeinander drücken müsst? Das ist alle behindert. Unfassbar. Also, wieder mal Vollidioten im Kino. Wir haben es auf der Zeit, glaube ich, auch schon mal gehabt. Und ich habe gleich kurz darauf wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich flipp aus. Gerade in dem Kino kapiere ich das nicht, warum man sich da nicht zusammenreißen kann. Also, du hast Fußplatz so weit, als dass du in einem Bus vorn sitzen, wo das nächste gleiche Tier ist. Ist euch das nicht bewusst, dass da Menschen sind, die da teilweise Stunden fahren in diesem Dreckskino und da einfach ein richtig geiles Filmerlebnis haben wollen und dann soll man sich halt einfach mal Start halten und seine Viers an seinem Platz behalten. Kruzifix. Ja, der hat's im Minutentakt und dann hat er wieder gedruckt, dann hat er wieder locker lassen. Ich war echt kurz davor, dass ich hintergehe und brich's ihm. Und jeder Richter hätte mir recht gegeben. Da wette, falls wir mir Richter haben, die zuhören, kurze Bestätigung, dass ich recht gehabt hätte. Aber keine Vibrationssitz hast du nicht gehabt, dass du gemeint hast, das war der und da war ja der Sitz vibriert. D-Box hast du nicht. Ah, okay. bei D-Box war es bei Conjuring 2, da weiß ich heute noch nicht, ob es der Sitz war oder ob ich einen Dropkick ins Kreuz gekriegt habe. Oh, leck, das war krass. Das war richtig übel. Alter, war das geil in dem Kino, Dune zum Schauen. Voll Wahnsinn. Geil. Also da wirklich, wenn du den Film noch irgendwo bei euch im Kino schauen kannst, dann geht's und schaut's noch. Das ist ein richtiges Kinoerlebnis einfach gewesen. Der ist audiovisuell, ist das eine absolute Wucht. Ich hoffe, es gibt dann ein Double Feature, wenn der zweite Teil draußen ist. Der ja jetzt auch endlich offiziell bestätigt wurde. Also es kommt auf alle Fälle ein zweiter Teil und ja, dann Double Feature sitzt im Kino. Ja, weil ich jetzt den ersten Teil, den werde ich jetzt im Kino nicht mehr schaffen, aber ich spekuliere dann wirklich beim zweiten dann auf ein Double Feature. Geil. Da fahren wir dann zu dritt. Ole, ole. Live aus dem... Was? Dann nehmen wir da vor dem Podcast auf. Genau. Und wenn wir schon bei Scheißtrick sind, wenn ich schon bei Scheißtrick bin, mache ich mit dem nächsten Scheißtrick weiter. Oder habt ihr so einen Teil, 1 Minuten von der Serie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gesehen? Ja, bei dir. Auf das, dass du mir geschrieben hast, Scheißdreck, habe ich es gar nicht angefangen. Wahnsinn. Also, das ist so eine gequillte Teenie-Scheiße wie den Dreck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, unfassbar. Kills. Das ist schlimmer wie Scream. Ja, 100-mal schlimmer. Da darf ich mir lieber das komplette Storyboard von Scream tätowieren lassen, bevor ich weiterhin eine Serie von der Scheiße anschaue. Also, das ist so Hanebüchen, alles, allein die Geschichte, ich spoilere das jetzt einfach schnell, weil es so Bullshit ist, dass keiner für voll nehmen kann. Da sind am Anfang es ist ein Zwillingsschwesterpärchen und diesmal geht nicht einer von denen 2 Zwillingsrindviecher hops. Und dann vertuschen sie das alles und sogar der Bab von den Zwillingstöchtern vertuscht das mit ihr und sagt, ja okay, dann bist jetzt du die es umgebracht habt und du praktisch bist aber nicht mehr da, sondern wir sagen, du bist irgendwo vorgefahren und du speist deine andere Schwester. Und ich immer so, warum? Was soll das? Ich verstehe das alles nicht. Du kriegst 8000 Flashbacks in einer Folge. Die bringen aber die Story nicht weiter, die erzählen dir nichts. Das ist alles total hirnrissig. Wenn dann einmal ein Kill gekommen hat, ich glaube, da war bis jetzt einer dabei, wo ich sage, cool, der Rest ist alles im Off oder total beschissen. Ich habe 5 oder 6 Folgen jetzt gesehen, also die aktuellste, die kämen, habe ich noch nicht angeschaut. Ich bin ja noch nicht sicher, ob es fertig anschauen wird, weil das ist echt, ich habe, glaube ich, seit Jahren nicht mehr so eine schlimme Serie gesehen wie diesen Scheißtrick, weil ich weiß nicht, was sie die Leute dingen, wenn sie selbst machen. Und man muss jetzt sagen, Scream war ja schon nicht unbedingt berauschend, aber der hat zumindest mit ein paar Kills bei der Stange halten können, wobei die zweite Staffel auch totale Gurken war, aber ich tut mir leid, aber als Slasher, was gibt es schon großartig als Serie her, wenn ich dann nicht auf das Essentielle, eben coole Kills mich konzentriere, da meinen sie, sie müssten irgendwelche Geschichten rumschreiben und die sind nicht total irrelevant, weil das interessiert kann. Ich möchte sehen, wie die Leute verrecken. Ja, und vor allem, wenn das so abändert, so gravierend abändert, warum muss ich dann auf dem, ich weiß, was du letztens einmal getan hast, Dampfer mitfahren, anstatt dass ich mir einfach dann selber irgendwie ein wenig was überlegt, bin ein wenig eigenständig und mach dann, was ich mag und dann nicht so einen Scheißdreck da aufzicken. Also das macht mich direkt wurig, wenn ich es her. Ja, ich bin direkt wurig, als ich so geschaut habe, bin ich richtig wurig gewesen, weil ich mir dachte, was soll denn das noch gerade? Warum? Die Zeit kriege ich nie wieder, ich verklag Prime. Das sollte man eigentlich da dürfen. Schon? Netflix oder Prime verklagen, wenn man irgendeinen Scheißdreck angeschaut hat. Ja, Netflix hat doch jetzt schon eine Klage gegen ein Squid Game am Hals gehabt. Naja. Warum? Ja, ich glaube, irgendein koreanischer Internetanbieter wollte dafür sagen, dass Netflix da was zahlt, weil die Datenauslastung so exorbitant krass war, während das Zeit gekommen ist, weil die so viel auf einmal gestreamt haben. Tja,
Was da unsere deutschen Anbieter sagen, die bringen ungefähr 16 Megabyte in der Minute durch in den Leitungen. Aber gut. Weißt du, wer die Serie gemacht hat? Gibt's da vielleicht einfach eine Verbindung zu Riverdale oder irgendwie so? Zu nix habe ich mich informiert. Ich mag davon nichts mehr hören und sehen. Mit Mühe und Not quäle ich mich vielleicht durch die letzten Folgen nur durch. Und danach werde ich mal Lobotomie an mir selber durchfahren, damit ich mich nicht erinnere an den Scheiß. Wobei, das mache ich lieber nicht, weil Idiot, denkt man dann irgendwann, schau durch und denke, hey, coole Serie, weil ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und schaust mir nochmal um. Und schaust das nochmal um. Genau. Nein, das darf man nicht. Ich verdräng's dann einfach, so machen wir's. Boah, leck, da kann man voll einen guten Film draus machen. Du wachst dann auf und dann kommt erst einmal so ein Statement von dir selbst, das du aufgenommen hast. Hallo, genau, schau dir das nicht an und ich denke mir so, jetzt bin ich doch ein wenig angefixt, ich glaube, ich schau's mal an. Jetzt nicht schlecht. Täglich grüßt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Serie. Genau. Wo es auch ein richtiges Verleck ist, habt ihr es schon gehört, der Wendler mich wiedergekommen. Wer ist das? Der Wendler, der Mr. Egal, der Mr. Ich suche mir junge, knackige Weiber und stell mit denen schlechte der kommt wieder. War der weg? Ja, der hat sich doch mit seinem Telegram-Kanal hat er sich irgendwo versteckt dabei, hat da seine komischen Sachen. Laut dem warten wir übrigens alle seit September tot, alle Geimpften warten seit September tot, laut so einfach seine Telegram-Einträge. Und jetzt hat's geheißen, ich glaube, der war jetzt im Ausland, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, jetzt kommt er wieder auf Deutschland. Drum hier der dringende Appell von Viva la Mufilusion an unsere Regierung, verhängt's bitte wieder einen Lockdown, dass er nicht kommt. Bitte. Die Tragödie gehört verhindert. Das darf man echt nicht zulassen, dass der Kasperl bei uns wieder umeinander hupft. Also es wird gestöhnt, wenn ich über Squid Game reden möchte und du fängst mit dem Wendler an. Ja, ich möchte ja nur Hilfestellung geben, damit der nicht wiederkommt. Und du empfiehlst es sogar noch zum Teil, den Scheißdreck. Also bitte, ich hab den Wendler vergessen und jetzt habe ich ihn wieder im Kopf drin. Merci. Ich habe ja nicht gesagt, kauft euch eine CD davon. Also gut, im Vergleich Squid Game zu Wendler ist Squid Game echter Meisterwerk. Ich habe ja nicht gesagt, dass der Wendler toll ist in Gottes Namen. Auf jeden Fall. Ich habe eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung, genauso wie jetzt die gleich warnen wird, du Zipfel. Ja, Kim, geh her. Ach ja, komm ran, Junge, komm ran. Wer will mich holen? Und was mich richtig angekotzt in die Monate, das habt ihr sicher die Tragödie mitgekriegt vom Alec Baldwin, was ja passiert ist, als er mit der Requisitenwaffe geschossen hat. Und das ist echt ein Warleck. Richtig kotzen muss, ist einfach unsere verschissene, dreckige, reißerische Berichterstattung, ich weiß nicht, haben sie sich alle die verhurte Bildzeitung zum Vorbild genommen. Ganz fett groß steht überall, Alec Baldwin erschießt Kamerafrau. Dass du sofort meinst, krass, was ist mit ihm eigentlich los? Und dann ganz drunter, Unfall durch Requisitenwaffe. Das ist ganz klar, dass man es gerade noch sehen kann, dass es ein Unfall war. Aber erst mal ganz fett abprangern, dass jeder, der nicht eine Zeile weiterliest, meint, der Baldwin ist durchtrat. Diese scheiß Art von Berichterstattung, wie behindert sind wir denn eigentlich alle? Ja, reißerisch muss er, reißerisch. Ja, und das kotzt mich so viel an. Vollidioten. Ich glaube, ich habe den Artikel erst am Tag ungefähr. Ich bin noch nicht fertig, so Start. Nein, du kannst ja jede Boulevardzeitung nehmen. Ich bin jetzt am Start, habe ich gesagt. Scheiß Start, jetzt war ich fertig geredet. Die Haare zieht aus, sonst was bei Kanter hat mit einer Waffe seinen Kanter erschossen. Grütze, fix dabei. Ich glaube, jetzt sogar irgendein Nachbar geschrien. Der Herz ist schon wieder aus, Tiere würgen. Du kannst da jede Boulevardzeitung nehmen und die da auch über fast jeden Artikel dann da drin aufregen. Nein, nicht jeden. Ein paar gibt's, die sind ganz in Ordnung. Ich habe an dem Tag, glaube ich, 7-mal die Schlagzeile untereinander. Ich habe jetzt leider mir nicht gemerkt, welche das war. Es gab nämlich nur eine von denen Simme, die geschrieben hat, schrecklicher Unfall bei Dreh zu Western, Alec Baldwins Requisitenwaffe gibt tödlichen Schuss auf Kamerafrau ab. Also wo es ja wirklich weiß, okay, Unbeabsicht, Unfall, Requisitenwaffe und so weiter. Alle anderen haben es so geschrieben, als hätte Baldwin einen Amoklauf auf seinem Filmset gestartet. Ja, das ist scheiße. Schämt euch, Bild und Co., wenn sie. Ich glaube, Bild war noch nicht mal dabei. Ja, weil ich weiß gar nicht, ob die habe ich gar nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, gemacht. Was hat denn überhaupt so eine geladene Waffe am Filmset verloren, weißt du? Das sind so Sachen. Die war nicht geladen. Die war ja nicht geladen. Mit was ist denn das dann erschossen worden? Das war keine richtige Requisite, sondern das war halt früher mal eine echte Waffe und da waren nur Rückstände von der Munition drin. Wenn du eine Requisite lädst, dann ist da irgend so ein Gas da noch mit drin oder das Gas wird dann freigegeben und über dieses Gas haben sie diese Rückstände dann freigesetzt und das war deswegen also ein komischer Querschuss. Also es hat ja nicht nur die Kamerafrau getroffen, sondern auch ein Regisseur. Genau.
Aber der Mann ist der mittlerweile aus dem Gröbsten raus, oder? Ich glaube, dass der gar nicht so schwer verwundet war. Also der ist halt verwundet gewesen, aber anscheinend halt leicht. Aber sie hat es halt nicht überlebt. Ja, also es ist ja so, dass diese Rückstände, das musst du so vorstellen wie Schrotkugeln, aber halt nur viel kleiner teilweise. Also das ist ja jetzt so, wie der schierst und auf einmal hast du in deinem Bauch irgendwo eine Wunde, aber mit so kleinen Kugelresten, dass du echt Glück haben musst, dass nichts Lebensgefährliches erwischt hat. Und bei der Kamerafrau war das Glück in der Sekunde irgendwo anders, aber nicht dort. Leider, ja. Und danach haben sie jetzt eben auch gleich, weil du sagst, ist ja keine echte Waffe, darum haben sie jetzt auch eine Petition gestartet, dass so die Art von Waffen für Filmdrehs endlich mal wegnehmen. Weil es ist doch auch der Ding gestorben, oder? Von The Crow. The Crow, ja. Wie ist der? Brandon Lee, kann das sein? Ja, Brandon Lee. Der ist doch auch durch so einen Unfall verstorben. Genau. Nee, ich hab mir gestern im Nebel angeschaut und wer weiß, wie der Film am Ende ausgeht, da steckt sich auch einer die Waffe in den Mund und drückt mehrmals ab. Nach der Geschichte jetzt mit dem Baldwin, da ich mir das 8000 Mal überlegen, bevor ich als Schauspieler so eine Waffe im Mund nehme und da abdrück. Ja. Schon krass. Wow. Ja, scheiße auf jeden Fall. Echt scheiße. Und wieder mal endet einer von unseren Podcasts auf einer ganz tragischen, traurigen Note. Das stimmt, ja. Eigentlich war es nicht so tragisch, ich bin eigentlich nur eher wütend ich wollte eigentlich gar nicht den Fall selber da besprechen, sondern nur diese scheiß Dreck. Hauptsache Klicks generieren, weißt du, schon, macht es halt doch Blödsinn wie wir. Aber nicht auf Kosten von anderen Leuten, weil lass einen Teil davon nicht richtig lesen und schon geht die Scheiße wieder rum. Der Baldwin hat da mit Absicht irgendwas gemacht. Hast du sonst irgendwas Positives, irgendwas, wo man echt sagen kann, okay, hey, habt ihr die letzten Warlegs gehört, war voll die gute Sendung, hat voll cool geendet. Voll positiv. Na, unser positives Warleck haben wir uns ja geteilt. Und ansonsten ich habe mir extra noch Filme angeschaut, aber es war alles so mittelmäßig, es war kein Warleck, aber auch kein Warleck. Ich habe echt jetzt nichts mehr gehabt, ich habe wirklich überlegt, ich habe nichts mehr auf die Liste aufgekriegt, das wirklich positiv war. Zur Zeit war es nicht so mächtig bei mir. Naja, wir sind bei einer Stunde. Das muss klanger, Leute. Muss klanger beim nächsten Mal, weil haben halt dann wieder mehrere Klump aus, aber das meine ich haut schon hin. Ja, sie muss jetzt schon langsam aufs Klo, das darf aber aufhören. Unfassbar. Super, grandios. Also, dass man weiterkommen kann, wie schaut's aus, was müssen die Leute daraus denn machen, um uns glücklich zu tun? Um uns glücklich zu machen? Ja. Da darf es uns auf alle Fälle überall, wo es uns findet, abonnieren. Jede Glocke wird aktiviert, damit ihr es wisst, hey, die haben eine neue Folge und es müsst uns weiterempfehlen. Ganz viel kommentieren und liken, dass wir fett Reichweite kriegen, weil wir die geilsten sind. Passt. Genau. Sehr schön. Und wer sich die 100. Folge angeschaut hat und die jetzt mittlerweile draußen ist, ich gehe ganz stark davon aus, wenn die Warlegs draußen sind, dann ist die 100. Folge auch schon draußen, so kann ich will. Und dann hat der Kalle, schaut es euch an, kommentiert es auf YouTube, gebt uns Feedback, ob ihr öfter sowas haben wollt, ob der Mike vielleicht einmal eine Folge allein aufnehmen soll. Und bitte das Video nicht melden. Genau, bitte hört auf, das Video zu melden, Leute. Ja, aber echt. Wir haben alles weggeschnitten, was wir zensieren hätten müssen. Das haben wir gar nicht mit einlassen. Männer, dann sage ich dabei merci auf alle Fälle. War wieder schön. Und wir hören uns dann spätestens bei den Warlegs für November wieder. Und bis dann. Und auch da draußen, danke fürs Zuhören. Servus und Habitäre zum besten Podcast der Welt. Gar keine Kommentar. Das ist jetzt aber schon servus, komisch. Pfiat euch.